Madame Präsidentin, die Damen und die Herren, liebe Vertreter von der Presse, liebe Leute alle Guten. Ich bin froh und ich fühle mich geehrt, dass ich auf diesem wichtigen Kongress als neu gewählter Präsident von der ADR Jugend zu euch all schwätzen darf. Ich habe im Jugendkongress 2 Sätze geäußert. Ich habe erstens gesagt, dass ich an der Politik heinst du ein bisschen größenwahnsinnig muss sein. Und ich habe zweitens gesagt, dass ich empört bin. Aber wenn ich die 2 Sätze zusammenzähle, dann heißt das, dass ich empört bin, dass mir im Moment Männer gestimmt gehen wie ein DP an LSAP. Ja, ich bin sogar empört, dass mir im Moment Männer gestimmt gehen wie ein CSV. An den paar Minuten, die ich schon, wenn ich als Jugendpräsident der Jugend an den Leuten alle gute Matteile, für was die Empörung mehr wie berechtigt ist. Ich gehe da mal ein paar Themen an, die mit dieser Partei und mit den Geschicken von diesem Land insgesamt zusammenhängen. Thema Konzept, ein Konzept von dieser Partei. Wir sind die einzige Partei, die sich keiner Maxim, keiner Ideologie verschrieben hat, die sie nicht weiß, anzuhalten. Wir haben seit bald 30 Jahren angesehen, dass die Realität zu komplex ist für ideologische Vereinfachungen. Wir sind aus einer beißender Notwendigkeit entstanden, für ein und alle Mal die Ungerechtigkeit am Rentensystem aufzuschaffen. Wir haben das Ziel nicht ein bisschen erreicht, wir haben das Ziel ganz erreicht. Wir machen und wir werden machen eine Politik aus der Praxis raus. Und nicht mehr, weil Politik nur in der praktischen Realität vom Land ist, konnte man da erreichen, was wir erreicht haben. Thema Ehrlichkeit. Als erstmal will ich sagen, ich habe Respekt für eine all demokratisch gewählte Partei an diesem Land und für dem, was sie erreicht hat. Aber ich muss aber froh abwerfen. Wie verbleiben wir mit einer CSV, bei der ich den Moment Gefühl habe, dass sie nicht mehr genug Rückgrat weist, für zum Beispiel zu ihrem C zu stehen? Die hier ursprünglich Ideologie so weit verzerrt hat, dass sie sich dem Land an Mengen allen zu viel anbietet. Mam C Buckel dafür sind, den Religionsunterricht am Lycée aufzuschaffen, den Leid also nicht mal die freie Schwarz zu lassen, wir können zu wählen, was sie gerne machen. Ich fand das bedenklich. Wie verbleiben wir mit einer LSAP, die den A für Arbeiter Buckel dreht, an der letzter Zeit an Mengen an einen absoluten Champagner-Akavia-Sozialismus praktiziert? Oder aber, liebe Leute, wir müssen über die denotative Bedeutung von Arbeiter diskutieren. Wenn ein Arbeiter eine Person ist, die froh ist über eine Parteikarte, die der Schlüssel ist für Posten ermöglicht. Wenn ein Arbeiter eine Person ist, die hoch beklärte Posten an der Wirtschaft und an der Industrie mit besten Verbindungen an Politik hat, da muss ich sagen, bin ich wirklich froh, dass es dem kleinen Arbeiter heute so gut geht. Wisst ihr, ich will keine plump Ausschuldigungen äußern, aber ich verweise darauf, dass das Funktionament schon für ein paar Jahre von ausländischen und neutralen Beobachtern festgestellt wurde. Der Magazin Spiegel schwätzt sogar vom Luxemburg-Prinzip. Ich zitiere aus dem Spiegel vom 12. September 2015. Zitat: Dem Staat zu dienen, ist in Luxemburg offenbar ein schöner Job. Und ein lukrativer dazu. Etienne Schneider, Wirtschaftsminister des Großherzogtums, versucht keineswegs, diese Tatsache zu verbergen. Privat fährt der Minister am liebsten Rolls-Royce. Er besitzt ein Corniche Cabriolet des britischen Edelherstellers und nicht nur das. Ich habe auch noch einen 911er Porsche von 1968 oder einen MG GT V8 in der Garage stehen, sagt Schneider und zeigt das Lächeln eines stolzen Besitzers. Bevor er Minister wurde, hat Schneider eine rasante Beamtenkarriere gemacht. Das Großherzogtum verfügt über die Besonderheit, dass etliche Beamte zugleich für den Staat und für die Industrie arbeiten. Und weil sie die teilweise üppigen Vergütungen behalten dürfen, kommt schon mal einiges zusammen.
Lo zitieren ich ein Quell, von der ich weiß, dass sie mit Vorsicht zu genießen ist. Ich bin aber der Meinung, dass es nicht verboten soll sein, dazu zu dürfen. Ich zitiere den Wikipedia-Artikel, den auch über das Luxemburg-Prinzip schwätzt. Der Wikipedia schreibt diesbezüglich: Etienne Schneider hat durch Vorstands- und Aufsichtsratposten im In- und Ausland deutlich mehr als 100.000 € im Jahr erhalten. Nach luxemburgischem Recht hätte er die Aufwandsentschädigungen an die luxemburgische Staatskasse abführen müssen. Dies hat er nicht getan und weigert sich bis heute, dies zu tun. Pro Invest forderte Etienne Schneider mehrfach auf, alle zu Unrecht eingesteckten Gelder wieder an den Staat zurückzuerstatten, so wie es das Gesetz vorsieht. Stand vom Artikel 18. März 2017. Geschieht als nicht an der Rolls-Royce will getankt sind. Ich gratuliere. Wahrscheinlich bin ich nur ein Populist genannt, weil ich das gesucht habe. Wie verbleiben wir mit den Gringen, die sich nachweislich kräftig angesagt haben, dass in ihrer Regierungsfeierung so viel Beam umgemacht wurden und so viel Platz so betoniert wurden, wie noch nie für drüben, sind die ihrer Ideologie treu geblieben, am Mengen allen nicht. Wie verbleiben wir mit einer linken Partei, die, wenn ich auf die Jugendbewegung gucke, als strikt und programmatisch an die Lächerlichkeit will ziehen, anstatt einen Dialog mit uns zu sichern? Wissen Sie, wir hatten auf der Studentenfoire einen Stand von der Adrenalin. Ich kann für meinen Teil sagen, ich bin auch bei der Stand von der Linken gegangen. Und ich habe mir hier Programme angeguckt und ich habe ihnen noch gelauscht. Und ich behaupte sogar, dass da Aussatzpunkte waren, die nicht vollkommen schlecht waren. Fand er das nicht besser, wie dass ihn hingeht, an Autos zupackt und dass ihn Adrenalinfandeln an den Hundsdreck stößt? Ich fand es schon. Wisst ihr, ich habe keinen Respekt für denen Leute, die mit Rasterlocken und mit der schlabberischen Couleur die Mond boxen, in Lateinamerika von Flughafen zu Flughafen reisen, für scheinbar fremde Kulturen kennenzulernen und für ihren Horizont zu erweitern. Aber andererseits nicht Basisregeln vom Respekt und der Höflichkeit für ihre politische Gegenüber abweisen. Thema Migrationspolitik. Der Ferner Karteise hat für ein ziemlich genau engem Jahr gesagt, dass, wenn wir Leute gesehen, die aus zerbombte Stiert kommen, die kein Dach mehr über dem Kopf haben, die erschöpft sind, verpflichtet sind, und das geht ganz von allein, Herz zu weisen. Es goufen Tretien ausgeschafft, an denen viel Herz drastisch für denen Leute zu helfen, unter anderem eine Genfer Konvention. Wir sind als ADR die Lastpartei, die sich verschließt, denen Leid Herz zu weisen. Wenn wir dann aber hören, dass ob Kosten von der Sicherheit, und ob Kosten von der menschlichen Ehrlichkeit und unsere Grenze mit denen Leid, die wirklich als Hilfe brauchen, massiv Missbrauch betrieben wird, gefälschte Pass, untransparent, und wirtschaftliche Motive unter der Sendung stehen, dann müssen wir dafür stehen, und wir stehen als ADR dafür, dass wirklich die Leute auch die Hilfe kriegen, die sie verdient haben. Wir fanden es auch nicht glücklich gelöst, dass punkto Flüchtlingen eine Ghettoisierung stattfindet, wo außerhalb von den Dörfern hunderte Leute ob Kopf gesagt gehen, was just kann zu der Entstehung von Parallelgesellschaften feiern. Ich behaupte, wir haben die Leute, die als Hilfe wirklich brauchen, viel zu viel gern, für ihnen dazu muten zu wollen und zu können. Ich will noch 2 Sätze zum Thema Sicherheit sagen. Die erste Sache ist, dass ich ein erklärter Gegner von künstlicher Panikmacherei bin. Wenn es dann aber so ist, dass Ausschläge an allen europäischen Metropolen passieren, wo es so viel unschuldige Leute ermordet werden, da fanden ich es einen Hohn, andauernd von einer arroganten Elite zu hören, dass das ja alles nicht so schlimm ist und dass es ja sowieso Statistiken gibt, die beweisen, dass mehr Leute auf Fischgräten gestorben sind und erstickt sind, wie durch Terror. Also ich muss sagen,
Erstens einmal will ich wissenschaftlichen Hintergrund von der Fischgräte-Statistiken zweifeln. Zweitens, wie schwätzt von der Unsicherheit und von der Angst, die sich breit mischt, vom gesellschaftlichen Pessimismus, den durch so Ausschläge abgerufen wird, davon, dass Städte wie Brüssel oder Paris mit massiven Rückgängen von den Besuchszahlen zu rechnen haben, dass Leute am Kaffee sitzen und Soldatenlunch zu Schlange marschieren gesehen, die finanziellen Konsequenzen inklusive. Ich so ganz deutlich, wenn ich sei Pap, Mam, Frau, Jung, Schwester, Bruder bei so enger mutwilliger, a beisachtiger Tod verloren hat, da will ich vier und allem nicht über Fischgräte-Statistiken hören. Eng Fischgräte hat nach keinem Mensch beiswillig und mutwillig umbrücht. An denen wir da über menschlich Leid zu schwätzen, das widert mir schon. Thema Europapolitik. Wir bekennen es als ADR für Europa. Es so das an aller Deutlichkeit. Wir hätten aber auch gerne stabile Nationalstaaten. Bevor ich zum Schluss komme, will ich hier eine enge Begebenheit nicht viel enthalten, die systematisch ist für den Umgang mit der Europäischen Kommission mit dem einfachen Bürger. Es ist für uns zwei Tage mit diesem Adrenalin-Vizepräsident, dem Kollege Tom Agnes, auf eine Reunion gegangen von der Conférence Générale de la Jeunesse du Luxembourg. Und da hat eine Madame geschwärzt, die Europäische Kommission zu Lützeburg repräsentiert. Sie hat sich an ihrer ganzen Rede behauptet, wie unwissend Leute sind, wenn sie ein Schlechtbild von Europa haben. Sie hat sich darauf behauptet, an den Raum zu suchen, dass die Leute gar nicht wissen, wie gut es ihnen überhaupt geht. Sie sagt an dem selben Raum, an dem mein Kollege sitzt, den an Deutschland wohnt, weil es zu Lützeburg nicht mehr lesbar ist. Und sie sagt an dem selben Raum, an dem ich sitze, der bei seinem Job den Lohwert holen, so weit Strecke muss fahren, weil eine Wohnung nicht lesbar ist für mich. Wisst ihr, das ist ein bisschen wie beim Space Mining von Etienne Schneider. Ich gebe mir eins ein bisschen mit Burt im Kontakt wünsche. Ich muss aber sagen, wir kriegen ein Häppchen, wir kriegen ein Kichelchen, wir kriegen einen Kuss auf die Stirn, wir kriegen gesagt, dass wir gut Junge sind, wir kriegen gesagt, dass das heute ein flotten Dialog war, an einem flotten Kader, mit flotten Leuten, dass wir flott Vorschläge hatten. Wisst ihr, wie er den Namen von der Adrenalin genannt wird, du hast Leute am Raum über Eis gelacht. Ich muss sagen, ich finde die Band sympathisch, fand, dass aber noch Leute gelacht haben, weil mir war echt da zum Kreischen zumut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss zum Schluss kommen. Ich weiß zwar nicht, was du noch ziehst, mir waren schon ein paar Minuten über zu tun, das ist aus dem Grund, weil ich mich für dem Zeitpunkt drücken will, wo es nur im Nationalkongress vielleicht Fisch serviert, gibt mit gefährlichen Geräten und immer dann aller Stecke werte. Die Damen und die Herren, die hat mich hören, die hat die anderen Redner hören, die werden anderen Redner hören. Wir haben viel müssen über unglücklich Zustand schwätzen. Ich bin aber ein Mensch, der lieber über die Scheißsache schwätzt. Und dass wir in Zukunft drum über Scheißsache schwätzen können, liebe Lützeburger, da gibt es eine Alternative. Sie heißt Alternativ-Demokratisch Reformpartei. Wir sind eine Partei, die nur beim Bürger ist, die sich selber aus einfachen Bürger zusammensetzt. Wir sind eine Komplettpartei. Wir haben praktisch Aussichten. Wir haben noch eins der konservativ Aussichten. Konservativ, weil wie den ferner Karteiser sagt, man das konservieren wollen, was konservierenswert ist. Wenn ich davon geschwärzt habe, dass wir eine Komplettpartei sind, dann ist das wie bei der Tour de France. Wenn man just an den Bierkurse gut ist, aber am Zeitfuhren ein was, dann ist ich kein kompletter Führer. Da kann ich nicht gewinnen. Wir wollen aber gewinnen, und wir werden gewinnen, weil wir eine Komplettpartei sind. Wir sind eine Oppenpartei. Froh über die Verein, den auf gut Lützeburg gesagt, ist so viel Ehrgefühl an der Panz hat, dass er zu dem Land steht, was er für sich sucht. Wir haben an dieser Partei Leid mit den unterschiedlichsten Rassinen. Wir sind hofrig drauf, dass man in dieser Partei Itzien, Inowitschen, Erreiran, Ukowitsche, Santos, Gülan und Gonzales nun, die sich auf wertvolle Art und Weise an dieser Partei mit abbringen. Und Heinz durch eine kleine Lümmer, die noch Belsch Rassinen hat.
Leifren schließen auf mit einem Zitat, was ausgerechnet vom Jean-Claude Juncker kennt. Ein Mann, den ich zwar heiß respektieren, weil was ADR angeht, zwar immer seine Differenzen mit dieser Partei hat, es Partei aber integral zumindest respektiert wird. Der Jean-Claude Juncker hat für ein paar Jahre bei den Grünen in Deutschland ein Ried gehalten und hast du als Gastredner abgetreten an Dortmund. Und hat folgendes gesagt, ich zitiere: Es ist die Aufgabe unserer Generation, hier und heute und 5 Monate vor der Europawahl uns als radikale Europäer zu bekennen. Radikale Europäer. Dem ADR ist die eng oder andere Radikalität vorgeworfen gehen. Ich so, sie haben Unrecht und Recht zugleich. Unrecht tun sie, weil politischer Radikalismus leider ist mehr wie fern. Und Recht tun sie, weil wir wirklich radikal sind. Radikal ehrlich. Seit 30 Jahren. Ist so nicht merci.